Startfrei. Startfrei zum 12. Rennen Prix Louvre. Die verbleibenden 10 Teilnehmer beim Anfahren zur Startmarke von 2140 Meter. Favorisiert wird die Startnummer 10 Santiago Diamond. Einem Totokurs von 24 für 10 geht aus der zweiten Reihe in den Bewerb, trifft auf einige klassische Teilnehmer. Noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Der Start außen von Barra Diary. An der Innenkante ist auch Betty Foster gut in die Partie gekommen. Auch Fast Moir und Amerigo haben gut begonnen. Findet man hier im Vordertreff ein Fehler. Augenblicklich hier von MS Ridal. Programm Nummer 11, das Galopp 11. Ausgangs des ersten Bogens führt Barra Diary. Dahinter liegt die 1 Betty Foster, außen die 4 Fast Moir, innen Amerigo, dann sieht man Dorian Venus vor Santiago Diamond, dann Nadir 3 und an der Innenkante versucht sich Ingenieur Bayer zu verbessern, am Ende des Feldes so trabt augenblicklich Boogie Woogie. Die erste Gegenseite ist Geschichte, es geht in den zweiten Bogen hinein hier im Prix Louvre, 4. PMU Premium Race am heutigen Renntag. Barra Diary an der Spitze, an der Innenkante liegt hier weiterhin Betty Foster, außen Fast Moir, dann Amerigo, Dorian Venus, da innen Ingenieur Bayer, außen Santiago Diamond, der wird von Gregor Krenmeier jetzt auch zur Attacke beordert. Attackiert hier in dritter Spur, macht das Tempo wieder flott, da bringt ein wenig Bewegung hinein hier in den 12. Tagesbewerb. Außen Santiago Diamond, innen Barra Diary, dann Fast Moir und innen Betty Foster vor Dorian Venus, Amerigo, dann folgt hier Nadir 3, Ingenieur Bayer und Boogie Woogie. Es geht auf die finale Gegenseite hier im letzten Tagesbewerb. Barra Diary führt etwa eine halbe Länge zurückversetzt. Außen läuft augenblicklich Santiago Diamond. Innen dahinter Betty Foster. Außen Fast Moir und dann Dorian Venus. Programm Nummer 12, das Galopp Ausgangs 12. der letzten Gegenseite. Es geht in den Schlussbogen. Barra Diary und Hubert Brandstätter Junior haben hier einen Vorteil. Außen Santiago Diamond, dann attackiert hier Dorian Venus und auch Fast Moir sucht hier eine Lage. Innen ist Betty Foster um die Lücke bemüht. In Kürze ist die Endgerade erreicht. Barra Diary hat hier einen Vorteil von etwa einer Länge gegenüber der Konkurrenz. Barra Diary außen Dorian Venus, dazwischen Santiago Diamond. Dorian Venus an der Außenseite. Barra Diary zieht aber wieder mit Hubert Brandstätter Junior. Barra Diary gewinnt hier gegenüber Dorian Venus und dann was knapp zwischen Betty Foster und Santiago.